Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley of Pelzig, Hofarbeit Stufe 9. Wir wissen jetzt, wie man das Saatguterzeuger macht, das ist schon ziemlich geil. Iridiumsprenkler, endlich. Und Qualitätsdünger können wir jetzt auch machen. Ich sage nämlich immer zum Standarddünger Qualitätsdünger. So, da haben wir wieder fette Ausbeute. Das Treibholz ist ein Scheißdreck wert und die Zwergerolle ist Gold wert. Geil. Kennen wir unsere Trillerpfeife von Kafer. Okay. Wetter klingt auch ziemlich gut, finde ich. Das heißt, wir können heute bestimmt nochmal auf Beute zugehen. Warte mal. Die Iridiumsprenkler. Genau, da brauchen wir Iridiumbarre und halt Batterie und Goldbarre. Das ist schon ziemlich heftig. Für den Qualitätsdünger brauchen wir Quarz und brauchen wir Harz, nicht Quarz. Und wir brauchen einen beliebigen Fisch. Okay. Ansonsten das Saatguterzeuger ist halt schon ziemlich geil. Wo ist er dann? Da ist er. 25 Holz, ein Goldbarre und 10 Kohle. Ja, das sollte man mal in der Mine ein bisschen weiter vorankommen, damit wir ein paar gute Sachen wieder bauen können. Wir gucken erst mal in Fernsehreihe. Wetterbericht. Mal ja wunderschön und so nicht. Oh, scheiße, Entschuldigung. Oh, der lässt sich auch durch nichts stören, auch wenn man mit dem Hammer auf sein Kreuzei prügelt. Sorry, Hund. Okay, da ist noch ein Melonengut. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil Weze kann hier noch rein. Qualitätsmelone sogar. Sehr gut. Hier ist noch kein Maisgut. Okay. Dann können wir ja theoretisch, so rein theoretisch, können wir ja eigentlich schon mal hier pflanzen, ne? Dann ist hier schon mal gut gesorgt für alles. Das wird wahrscheinlich, nee, die möchte ich nicht essen. Wird wahrscheinlich unser die Blaubeere ernte. Deswegen sollte man vielleicht ein paar Wege die Weinproduktion noch zurücklegen. Aber Wein dauert länger als Bier, wie ihr ja auch schon gemerkt habt. So, du hast ein paar große Eier geleckt. Yes, das erleidet, das wiegt. So. Bringt auch nichts mit der linken Maustaste zu drücken, dann schlacht er genauso zu. So, okay. Euch geht's gut. Ihr seid immer noch kleine Kinderler. Aber euch geht's auch gut. So, ihr kriegt trotzdem noch ein bisschen Heu. Ja, renn doch gegen die Wand, Ackermann. Das ist das Klügste, was du machen kannst. So. Da können wir auch noch ein bisschen was abziehen. Der Hopfen wird verdorren, aber der Mais wird auf jeden Fall gut kommen. Das heißt, wir holen da noch 12 Mais für den Herbst. Wenn wir da einen Sprinkler haben, können wir da auch hier. Das ist doch super. Das ist doch eine super Sache. Alter Falter, irgendwo ist ein Baum gefallen. Irgendwo ist es in einen Baum reingekracht. Habt ihr das gehört? Hat so ein richtig schönes Knallgeräusch gegeben, wie wenn ein Baum fällt. Jetzt muss ich allerdings noch rausfinden, wo der Baum ist. Dann könnte ich noch ein bisschen gratis Holzeis sammeln, aber sieht wohl nicht so aus, als könnte ich das. Schade. Okay, dann halt nicht. Ich wollte auch noch mal kurz was gucken. Fürs Gewächshaus, da brauche ich Qualitätspflanze. Genau, 5 Qualitätsmais brauche ich noch. Und da fehlen mir nur noch Kürbis. Die Herbstpflanze, die finden wir auch alle. Tja, da müssen wir gucken, ob wir das noch hinkriegen. Und Handwerker ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Okay, wir gucken einfach mal hier weiter fleißig in unsere Höhle. Ja, findet sich leider nichts. Okay. Wisst was? Ich hole jetzt schon mal ein Upgrade für die Ziege. Und wir schmeißen hier noch rein. Hopfe heben wir uns nochmal. Oh, Depp. Hopfe kommt da rein. So, dann heben wir uns nämlich gut auf. 5 Qualitätsmais brauchen wir und ein normale Mais. Die große Eier haben wir ja eigentlich schon. Die weiße zumindest. Hoppala. So. Gut, Ei kommt erstmal da rein. Dann die Blaubeere. Wollte ich mal auf jeden Fall noch welche mitnehmen. Da machen wir erstmal, dass wir auf 20 kommen, die ich sage. Und da reichen 10er. Gut, der Rest kann so weit rein. Gut, die Eier heben wir auf. Der Eisenbacher kommt hier rein. Der Honig nehmen wir erstmal mit. So, das ist alles Zeug, was fort kann. Genau. Dann gucken wir jetzt nochmal rein, dass wir irgendwas vergessen haben.
Nutzpflanze Herbstwarte Mais, genau. Kürbis und der Rest, der kommt. Bündeltier, das kriegen wir vielleicht noch hier. Und Nutzpflanze Qualität, das kriegen wir im Herbst. So, Handwerker, Honig, Gelee. Haben wir irgendwas wie Einmachgedöns, was wir schon machen können? Warte mal. Einmachgefäß, natürlich. Holz, Stäbe und Kohle brauchen wir dafür. Holz, Stäbe und Kohle. Dann können wir das nämlich auf jeden Fall auch schon machen. Ja, dann fehlen uns 10 Stäbe. Neuer Erfolg, die DIY. Alles klar, wisst Bescheid. Das machen wir trotzdem schon mal dort hier. Da können wir nämlich schon mal Gelee herstellen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das machen wir auch mit Blaubeere. Machen wir nämlich ein Blaubeergelee. Gerade mal gucken, was wir für Handwerker noch machen können. Dafür brauchen wir Schafe. Da brauchen wir eine größte große Stall dafür. Das kriegen wir mit dem nächsten hier, wenn wir Ziege hin. Das könnte man alles möglicherweise so schon finden. Aber das Zeug können wir auf jeden Fall machen. Der Ziegekäse und der normale Käse kriegen wir so hier. Okay, wir arbeiten dran. Ich will nämlich im Winter unbedingt das Zeug schon fertig haben. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein paar Stähle noch. Das heißt, erstmal noch ein paar Stählknacker hier. Die große Klopper waren ja hier unten noch in dem Bereich. Dann können wir nämlich eigentlich auch noch zu Mani gehen. So. Holen wir uns die Stähle nämlich noch. Und wie viel Holz haben wir? Jetzt muss ich auch noch mal gerade gucken. Holz, ja. 350 waren das, glaube ich, oder 400. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Egal, wir schlagen noch ein paar Bäm. Ich möchte dann wenigstens auf die 400 noch kommen. Dann geht es zu Mani und dann zu Robin und dann ins Gemeindezentrum. Das rennt uns so glücklicherweise nicht vor, das Gemeindezentrum. So. Und. Gut. 400. Genau. Dann sind wir jetzt schon mal soweit ganz gut gewappnet. Wir haben 12.000 im Sack. Dann schauen wir mal, der Hinkelstall wäre nicht verkehrt. Gerade mal bei ihr reingucken. Sie ist da. Dann kriegt sie auf jeden Fall das hier. Das ist unglaubliches Geschenk, danke. Neuer Erfolg, ein neuer Freund. Wie weit sind wir denn jetzt bei ihr? Mani. Herz, ja. Ja gut, so brauchen wir, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Herzen oder was. Oder 2 Herzen sind es, glaube ich, Minimum, um zu jemand reinzukommen ins Zimmer. Okay, dann vielleicht noch schnell zu Robin für Upgrade von entweder Hinkelstall oder andere Stall. Und dann nochmal runter zum Mahn hier eigentlich. Ja, heute gehen wir ein bisschen Umwege, aber ich hoffe, sie ist bis dorthin noch da. Deswegen eilt er sich, Ackermann. Ganz geschwind. Ziege wären schon nicht verkehrt. Ente sind aber auch nicht verkehrt. Da kann ich ja nämlich Ente-Ei herstellen. Ja. Ich denke, es wird zuerst der Hinkelstall, der abgegradet wird. So, ich brauche was, ja. Ich hätte ganz gern Hofgebäude, großer Stall. Okay, dafür habe ich zu wenig Holz. Dafür habe ich aber genau das Richtige. Okay, große Hinkelstall wird es dann. Schaltet Enten frei. Genau das will ich. Zwar der soll es werden. Der ist jetzt unter Konstruktion, was man am Hammer-Symbol sieht. Gut, sie fängt dann mal mit einem großen Hinkelstall an. Finde ich super. Und wir gehen jetzt übers Gemeindezentrum zum Mani und besorgen uns noch eine Ente. Das ist so geil, falls ihr das kennt. Die dümmsten Antworten beim Familienduell. Wird dann gefragt, was kann man als Schwimmhilfe verwenden? Oder nennen sie etwas, das man als Schwimmhilfe verwenden kann. Und der Typ sagt dann, so ein älterer Herr, sagt dann, eine Ente. Und ich stelle mal so vor, wie dieser Typ sich panisch an eine Ente klammert und das Vieh so richtig durchdreht und versucht wegzufliegen. Großartig. Okay, jetzt haben wir sogar... wir haben sogar Einmachglas noch gekriegt als Belohnung. Sehr schön, okay. Und da können wir das noch machen. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Eine Ente. Okay, dann bei Handwerker wollten wir noch das hier reinmachen. Genau. Granatapfel, Aprikos, Apfel, Orange, Kirsche. Okay, ich denke, wenn wir Gelee selber herstellen und die Käse noch selber machen und dann vielleicht noch schönes Obst finden, dann könnte das was werden. Dann könnte das wirklich was werden.
Ansonsten möchte ich den da halt noch nutzen, um Holz zu hacken. Wäre vielleicht an und verkehrt. So, nee, Quatsch, Ente kann ich ja noch nicht kaufen. Das geht ja erst, wenn der Stall wirklich abgeschlossen ist. Ja, Moment, ich wollte noch der Daily Quest gucken. Schleimjäger, 4 Frostgelees. Okay, das können wir möglicherweise... können wir vielleicht heute sogar noch machen. Ja, wie gesagt, das bei Mani geht leider nicht. Das ist... Die Ente sind erst, wenn es halt fertig gebaut ist. Aber du brauchst mal dann... Das wird dann im 2. Tag vom Herbst fertig sein, soweit. Das heißt, wir packen jetzt hier noch das hier. Das Eimachglas. Oder Eimachgefäß. Und machen die gefundene Weintraube noch rein. Da können wir nämlich auch Gelee draus machen. Dann war die Mayo gut. So, warte mal. Die Mayo war gut. Nein, ich will es nicht futtern, ich will es doch reinmachen. So. Dann kann wieder der Harz rein. Das Zeug kann wieder rein und das. Genauso wie das und das. Und die Mayo schmeißen wir hier rein. Okay. Da gehen wir jetzt auf dem Rückweg nochmal beim Clint vorbei und gucken, ob unser Hacker fertig ist. Und dann gehen wir nochmal runter in die Mine und verprügeln ein paar Schleimer. Ja, es gibt noch 38 Energie. Für den Notfall hätten wir also noch was. Und ansonsten heißt es spare jetzt. Jetzt habe ich genug Kohle ausgegeben. Hi, Abby. Hi. Irgendwie hätte ich gerne Katz. Leider ist mein Papa gegen so ziemlich alles allergisch. Schade. Okay. Gut, das heißt erstmal wieder zu Clint. Und wenn wir bei Clint durch sind, gehen wir direkt ab in die Mine und jagen ein paar Schleimer an. Jawohl, da ist er, die Kupferhacker. Perfekt. Ja, du erhältst Kupferhacker. Toller Hecht. So. Kann ich euch mal gleich zeigen, wie das abläuft. Da muss ich einfach nur die linke Maustaste gedrückt halten. Dann kann er hier 3 Felder auf Ammo hacken. Das ist schon mal sehr gut. Dasselbe ist dann auch für die Gießkanne. Ja, hätte ich vielleicht sogar noch machen können. Na egal. Egal. Hätte ich jetzt gewusst, dass es 2 Tage hintereinander regnet, hätte ich natürlich einmal Gießkanne hier geschickt. Dann wäre das auch schon mal etwas produktiver gewesen. Aber erstmal abwarten. Wenn im Winter halt nicht wirklich großartig was ist mit Gewächshaus, dann können wir auf jeden Fall auch unser Gießkanne absolut upgraden. So. Die Käsepresse sollte man nämlich auch noch herstellen. Das braucht Stäh und Holz. Was noch? Hartholz und Kupferbarre. Hartholz ist das Thema. Hämmer. Okay. Ups. Und weiter geht's. Bis Ebene 70 möchte ich heute ganz gern kommen. Wenn irgend möglich. So. Gut, weiter. Immer weiter fleißig Stäbbrecher. Ich hab's heute ein bisschen eilig. Oh ja, Kupfererz ist immer gut. 5 sogar. Eisenerz ist auch immer sehr gut. Du hacken mal gerade mal das Ding kaputt. So, warte mal. Um euch muss ich mich ja sowieso kümmern. Um euch Gelees. So, das ist der erste von 4, die ich erledigen muss. Die rechtliche, die finden sich bestimmt auch noch. So. Warte mal, du kommst auch noch dran. Fledermaus. So, oh Gott. So, da la. Eisenerz ist etwas enttäuschend, finde ich. Mist viel. 4 Kupfererz noch, das ist gut. Hier in der Kiste haben wir noch Jade. Jade ist auch nicht verkehrt. So. Gut. Ah, der ist immer elegant ausgewichen hier, der Fledermaus. Komm schon. Ach, dann leck mich doch am... Sonst was. Das kannst du da raussuchen. So. Gut. Okay, das sind auch schon die Hälfte von unserer Schleime erledigt. Okay, eine gefrorene Träne. Das mag Sebastian, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die große Stäbe sind auch nie verkehrt. Und weiter geht's. So, jetzt gucken wir noch im Weg noch unter. Im bestmöglichen Fall kommen wir heute auf Ebene 70, aber ich weiß nicht, wie schnell das heute geht und wir haben relativ spät auch angefangen mit der Mine.
Ah, gut. Jetzt kommt es halt ganz drauf an, wie schnell wir hier fündig werden. So, das ist dann Nummer 3. Und einer fehlt uns noch. So. Möglicherweise öffnet sich auch ein Weg durch den Kampf hier gegen die Kreaturen. Aber das sieht relativ kreaturenarm aus hier, das Level, diese Ebene. Halt, ein Eisenerz darf man nicht entkommen. Ja, Fledermais. Ich weiß, hier gibt's Fledermais. Ja, da und ein bisschen Holz. Oh, Kampfstiefel. Das ist nicht cool, nicht verkehrt. 2 Verteidigung und 1 Immunität. Mit Eisenmaschen verstärkt. Das nehmen wir doch. Nehmen wir doch glatt. Finde ich gut. Verteidigung mehr ist nicht verkehrt. Zugunsten von einer Immunität, wenn ich ja hops. Macht nix. Nehme ich lieber die Verteidigung. So oft wie ich Eumel hier in Gegnerreihe rennen kann, das gar nicht schade. Auf Verteidigung zu gehen. So, komm schon. Okay. Ah, da war der Weg. Ui, hier haben wir aber viel Auswahl. Und weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Da ist auch noch ein Opal, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, ein Aquamarin, genau. Sehr schön. Gut. Läuft doch super hier. Ja, komm. Das mal gehen wir runter. Wir haben es ein bisschen eilig. Ebene müsste eigentlich noch machbar sein. Eigentlich, sag ich. Theorie und Praxis machen doch dann wieder einen großen Strich durch die Rechnung. Ah, nee. Das mal nicht. Nicht schlecht. Okay, viel Spaß. Feierabend. Wir haben es ziemlich spät. Und eine Meisterschleuder. Alle hopp. Die haben wir auch noch. Ja, die ist relativ nutzlos, wie ich finde, aber bitteschön. Da haben wir sie halt. Gut, wenn die noch aufhängen da drüber in ihrem Gentleman's Club, gehen wir da auf jeden Fall auch noch rein. Und ja, gut. Die hängen auf in ihrem Gentleman's Club. So, ihr kriegt das noch verkauft, das kriegt ihr auch noch. Ansonsten, ja, das können wir leider nicht verkaufen, schade drum. Templerklinge, tja. Ist wohl nix, nee. Lassen wir mal sein. Dann schlagen wir den Baum noch, einfach wenn wir es können. Und weil ich finde, dass der Gentleman's Club hier definitiv keinen Baum vorne dran braucht. So. Wir haben jetzt auch nochmal 25 Holz. Aller hopp, das ist doch schon mal was. Gut, 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 gut. Haben wir auf jeden Fall die 2 Tage auch noch ganz gut rumgebracht, wie ich finde. Regentage müssen Amol sein, oder? Vor allem im Sommer. Ganz unbedingt sogar im Sommer. Wobei, haben wir 2 Tage rumkriegt? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Das ist der erste Tag noch, ne? Müsst mich mal ganz kurz entschuldigen. Ich muss mal gerade in der Aufnahme gucken, wie weit wir sind. Bis gleich. Da bin ich wieder. Nee, wir sind tatsächlich noch am ersten Tag von der Episode. Ich bin so ein Verpeilo. Ohne Scheiß. Absoluter Oververpeilo. So, das kommt hier wieder rein. Das kommt hier wieder rein. Ja, komm. Den Krusch packen wir jetzt da rein, wenn hier schon der andere Schampel steckt. Dann, das wieder da. Das hier. Gefrorene Träne haben wir hier auch schon drin. Perfekt. Jade. Brauchen wir was Neues für Jade. Und wir können jetzt hier schon ein bisschen was machen. Moment. Die Jade bringen wir gleich mal unter. Das ist nämlich auch ein schönes Geschenk für so manchen Alas. Das kommt hier rein. Genauso wie die Winterwurzel. Und der Harz kommt auch noch hier rein. Das können wir wieder durchpacken. Und dann machen wir noch ein bisschen Eisenbarre. Finde ich auf jeden Fall gut. Und wir können noch ein paar Bämschlager. Dafür reicht unsere Energie auf jeden Fall noch. So. Dann wollte ich vielleicht noch ein bisschen was basteln, ne? Käsepresse wollte ich noch machen, ne? Wie viel brauchen wir dann für die Käsepresse? 45, 45. Hartholz und Kupfer. Okay. Organisieren wir uns. Erstmal schmeißen wir das Zeug durch rein. Kupferbarre, Holz und Stäh und was war noch? Was brauche ich noch dafür? Hartholz, genau. So holen wir uns direkt die Zähne, die wir brauchen. So. Dann eine Käsepresse.
Der Rest kommt wieder rein vom Schützefest. Und die Käsepresse stellen wir schon mal auf neben dran. Alles so schön aufgereiht hier, ne? So. Gut. Euch geht's soweit auch gut. Und dann sollten wir ab in die Fall gehen. Weil morgen wird es ja wieder wunderschön und so nicht. Upsala, ein bisschen Rabatz gemacht. Ich vergesse immer, dass ich den schon gestreichelt habe. So. Yes, es erleid. Morgen war es wunderschön und so nicht, ne? Wie waren die Geister heute eigentlich so drauf, so ganz nebenbei? Okay, das war neutral. Das war neutral. Ah, nicht schlecht zu wissen, ne? Gut, sammeln Stufe 6, endlich, Blitzableiter. Dazu können wir noch die wilde Saat Herbstanlegung. Wir können Teleport Totem Strand machen. Damit können wir uns dann zum Strand teleportieren. Geologe für die Minenarbeit Stufe 5. Geologe, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Und Minenarbeiter ein Erz pro Vene. Ich glaube, ich gehe lieber auf Erz als auf Edelsteine. Weil das Erz ist schon recht praktisch, wenn man dann irgendwann mal an Iridium dran kommt. Und an Gold, da ist es nicht verkehrt, wenn man noch ein zusätzliches Erz rausholen kann. Gut. Wir haben nach wie vor nichts mehr, ne? Willi war der Letzte. Genau. Der Zwerg hätte ja auch noch Geburtstag gehabt, aber leider zu spät entdeckt, der Zwerg. Gut. Vermeuer. Klar und so nicht. Perfektes Wetter für den Tanz der Mondlichtquallen. Das Festivitäten fangen um 22 bis 0 Uhr an. Die ersten Nachtevents, die wir hier haben. So. Dann fangen wir doch gleich mal an hier. Fangen direkt bei den Tieren an. Robin ist hier auch schon kräftig am Schaffen. So. Euch geht soweit alle gut. Freut mich. Oh. Ich wollte Robin eigentlich nicht verprügeln und auch nicht die armen Traudel. So. Dann fangen wir doch gleich mal an. Zack. Zack, zack. Gut, Robin ist am Schaffen. Die lassen wir auch schaffen. Kann man hier aufmachen. Und ich gucke nochmal gerade, ob es meine Kühe soweit auch ganz gut geht. Ja, immer noch Claire. Aber sie sehen in Ordnung aus. Alle hopp. So, das kriegt er noch. Und dann machen wir hier auch noch die der auf, damit die Viecher alle vollständig sind. Und wir machen hier noch. Hier ist offensichtlich noch ein bisschen was nass geblieben außenrum. Weil das Feld sollte eigentlich nicht vom Sprinkler erwischt werden. Aber es ist anscheinend nass geblieben. Ah, nicht verkehrt. Vielleicht weil es 2 Tage durchgeregnet hat. Wer weiß. Wer weiß. Okay. Wie gesagt, die Gebiete können wir auch noch nutzen für kleine goldige Viererstöckler. Gar nicht mal so verkehrt die Idee. Ah ja, stimmt, da haben wir jetzt auch natürlich der Sprinkler drauf. Ich vergaß. So. Dann hier noch Reihe. Ja, die Eier brauchen wir noch. So. Schmeißen wir doch gerade mal das braune Ei schon mal rein in die Mayo-Maschine. Und ich weiß, du hast Durst. Kriegst doch was. Und weiter geht's. Erstmal in die Höhle reingucken. Ah, Lachsbeere leider nur. Schade. Gut, dann holen wir uns hier was. Ach Gott, hier der epische Kampf Huhn gegen Kuh. Und wir gucken dann Dorei. Sehr gut. Das große Feld kann es definitiv gebrauchen. Ah, sehr schön. Der hat das auch schon. Ach ja, der Saatguterzeuger. Das Saatguterzeuger, warte mal. Ja, da brauche ich Gold. Wird erstmal nichts, wenn ich jetzt standardmäßig an Goldbarre oder an Golderz dran komme. Deswegen lassen wir das mal sein, aber sobald man das kriegen, ist definitiv ziemlich geil. Weil so ein Saatguterzeuger, da kann man dann so Pflanzen wie Mais oder Melone reinschmeißen. Und je nach Qualität von dem Produkt, was man reinschmeißt, schmeißt er oder 2 oder vielleicht sogar bis zu 5 von der Saat raus dazu. Das ist schon sehr, sehr praktisch. So, da. Das lohnt sich dann vor allem für solche seltene Dinger wie die seltene Saat und so. Apropos seltene Saat, da hätte ich vielleicht einmal gucken sollen, ob der Reisewagen noch aufgehabt hat. Bei Rege lohnt sich das als ach mal in dem Gebiet nochmal noch um Reisewagen zu gucken. Okay, das können wir jetzt auch aufmachen. Da sind jetzt eigentlich nur die Sonnenblume, die ich haben will. Das kann jetzt hier wieder Schäfer sich hier verdorren, damit das wieder Feld für sich wird. So, warte mal. Halte mal ganz kurz der Gaul an. Ne, die sind noch nicht so weit. Okay, dann machen wir hier weiter.
Dann gehen wir nämlich auch dann gleich den noch da hoch. Warte mal, apropos. So, das Zeug wollte ich nur weghaben noch. So. Okay. So, so und so. Habe ich jetzt auch schon gegossen? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Egal. Aber ohne habe ich gegossen. Da bin ich mir relativ sicher. Egal. Es ist ja nie mehr lang bis zum Sommerende. Da verblüht das Zeug sowieso. Solange ich den Mais richtig gegossen habe, ist alles in Ordnung. Weil der Mais wächst ja auch noch im Sommer weiter. Eben ist es gut, war er. So. Ja. Hier rein. Ah, Eis ist auch wieder so weit. Ah, jetzt haben wir hier so einen engen Gang, wo überall alles mit Tiere vollgestopft ist. Das ist natürlich etwas kontraproduktiv. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Yes, das ihr Viecher. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig, wenn ich es euch sag. Wir holen noch ein bisschen was rein. 3 sollten reichen. Und apropos 3 können wir hier... Ah, nee. Wir machen auf 20 voll und machen dann auf 4. So rum ist besser. Gut, weiter geht's. Und hier erstmal wieder abschließen. Gut. Dann können wir nämlich hier gleich einmal wieder auffüllen. Joink. Und da wollte ich weitermachen. Genau. So. Damit mein Weze auch schön wächst. So, oder? Und. Gut. Das sieht ja gut aus soweit. Schön, schön. Viel zu tun haben wir jetzt auch nichts mehr. Der letzte noch. Nur mal kurz auffrischer. Aber mit ganz viel Glück könnte es wirklich passieren, dass wir im Winter schon unser Gewächshaus frei haben. Das fände ich persönlich echt... Hey, will das mich dumm schicken? So. Das fände ich persönlich schon ziemlich cool, um ehrlich zu sein. So. Aber sobald da ohne auch was verfault, sollten wir da dann auch den Durchbruch schaffen mit unserem Baum. Der muss dann leider auch weg und die Zapfanlage muss da auch raus. Jetzt bin ich aber nicht gerade spiralförmig hier gegangen. Na egal. So. Wird hier sowieso alles gegossen. Und... Gut, Peperoni sollte ich definitiv noch abernten alles. Sollte ich denn hinter der Vogelscheiche nicht vergessen. Weil die wachsen nur im Sommer. Meine Sommersaat habe ich soweit aber auch beendet. Das heißt, im Herbst muss ich mich dann voll und ganz wieder auf meine Ernte konzentrieren, die ich dann ins Gemeindezentrum wieder gebe. Nee, blöde Idee. Machen wir es so. Ja, es ist etwas zu eng wegen der Tiere, das ist schade. Total habe ich wirklich nicht mehr gedacht. Müssen wir das so machen. Und immer schön abgesperrt lassen. Ach Gott, die guckt echt wie ich da, die braune Kuh. So. Okay, das nächste Ei kann rein. Und weiter geht's. Die letzte fällt dann noch gegossen. Dann sind wir da auf jeden Fall durch. Perfekt. Gut. Ich bin zufrieden. Jetzt haben wir auch wieder 78 Energie. Also es bringt schon was, diese Sprenkler dabei zu haben. Okay, ich gucke gerade mal. Am besten im Richtigen. So, wir machen schon mal vorsichtshalber auf 10 hoch. Und da machen wir auch mal 8 vorsichtshalber. Ansonsten, Sommerschmuck brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Da heben wir am besten die mit der Qualität auf und die andere kommen fort. So, das Zeichen kommt schon mal alles fort. Ja. Kommt alles fort. Die mit Qualität heben wir auf. Na, scheiße, jetzt habe ich das Hopfen vergessen. Egal. So, Ahornsirup kommt hier rein. Die Lachsbeere kann auch noch fort. Die Eisenbarre kommen hier wieder rein, wo sie hingehören. Wir gucken jetzt nochmal rein in die Höhle. Ob man da noch eventuell was finden. Nee, wieder nicht. Da waren ja, glaube ich, halt nur die Lachsbeere. Nee. Ich bin so verpeilt. Ohne Scheiß die Hitze, ihr liebe Leute. Die Hitze macht mich fix und fertig. Okay, wir sollten aber noch, wenn Robin hier schafft, sollten wir ihr noch einen Quarz abdrücken. Das ist nie verkehrt.
Weil so no kriegen wir die Leute nie wieder zu uns hier. Ja, Herzl haben wir schon bei ihr gesammelt. Das ist gut. So, was nehmen wir uns für Heid vor? Ich würde sagen, für Heid machen wir Holzhacke und Stählklopper. Brauchen wir auf jeden Fall, weil unser Holz und unser Stähl sind wieder relativ niedrig durch den Bau vom Hinkelstall oder durch die Erweiterung vom Hinkelstall. Deswegen sollten wir hier wirklich nochmal etwas methodisch vorgehen bei dem Ganzen. Und sollten hier noch ein paar Bäm niedermachen. Gerade weil wir ja auch durch das Equipment oder durch die Errungenschaft Förster eigentlich relativ gut dabei sind, sollten wir da auch wirklich das ausnutzen und viel Holz holen. So, jetzt möchte ich aber noch einen Ahornschlager. Dann können wir uns nämlich noch einen Müsli-Riegel machen. Und das in der Nähe von Gewässer sollte ich lieber meiden, sonst fällt das meiste Holz irgendwo rein, wo es nicht hin soll. Ein bisschen Lehm finden wir auch noch. Sehr gut. So, wo stecke ich dann? Ah, die wachsen irgendwo ganz anders, wo ich gar nicht trage, um gut zu wissen. Alle hopp. Das schmeißen wir in die Richtung. Und perfekt. Gut, dann können wir nämlich jetzt einen Müsli-Riegel herstellen. Machen wir mal dort hier. Und weiter geht's. So. Immer schnell weiter die Kiefern und die Eiche noch kaputt schlagen. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Da ist noch eine Eiche. Die Eiche schlagen wir auch mal. Hoffentlich fällt sie noch links. Und natürlich nicht. Immer genau das Gegenteil von dem, was der Yankee sagt. So kennen wir das. So. So handelt generell die Welt. Generell das Gegenteil von dem, was der Yankee sagt. Okay. Jetzt sind wir bei 13 Energie nur noch. Nicht so berauschend, aber so what. So, wir können ja mal irgendwann irgendwie Baumschulen noch lecker. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, dass wir vielleicht mal eigenes umzäuntes Gelände machen, wo wir hier unser eigene Bäm uns abpflanzen. Vielleicht irgendwo dort drüber in dem Gebiet. So, wir machen nochmal hier weiter. Oh, das ist schon 18:20 Uhr wieder. Das ist ja pervers. Gut, dann kann ich schon zwirbeln. Und ich gucke nochmal gerade, ob ich noch einer herstellen kann. Perfekt. Alles her damit. So, wie sieht es dann jetzt wieder aus? Ne, da brauche ich noch Ahornsamen und Kiefernzapfer. Glücklicherweise alles hier Vertreter. So. Ahornhämmer hier. So, vor allem Holz müssen wir schlagen. Da haben wir es echt dringend nötig. Und, jo. Jetzt brauchen wir noch von Kiefern. So, wenn man die dann alles mal finden wird, ne? Immer wenn man sie nicht braucht, die Dinger. So. Haben wir das so hier. Aber auf jeden Fall haben wir hier sehr rentable Holzquelle. Die Fasern kommen auch weg. Braucht kein Mensch. Und weiter geht's mit der Hacke. Aber uns fehlt ein Kiefernzapfen nach wie vor. Ja, reicht noch für den. Ja, das wird noch reicher. So. Gut. So, machen wir mit der Sense wieder weiter. Kein Kiefernzapfer. Das ist etwas erbärmlich. Ja, Zwirbelnderei. Und bitte noch Rechtsfalle, aber das wird sowieso wieder nicht passieren, wie ich das Spiel kenne. Ah, Motto. Aber da drüber haben wir eigentlich auch noch was recht wichtig ist, wo wir noch hingehen sollten, wie ich finde. 38, ob das noch reicht? Warte mal. Wir schlagen uns hier durch, genau. Dann hier haben wir noch die Stahlaxt. Und da steht uns noch ein Baum im Weg. Ja, das reicht auf jeden Fall. So. Puh. Hier ist nämlich... Ackermann, wart auf mal Rückkehr zu Beginn vom 3. Jahr. Opa. Das ist nämlich der Schrein vom Opa. So, jetzt haben wir dann nämlich auch frei Kaktus. Sollten wir vielleicht auch wirklich mal groß reine machen hier. Damit Opas Schrein auch weiter hier sauber bleibt. Und sollten hier mal wirklich ordentlich aufrahmen, wie ich finde. Okay, 1, 2, 3. Gut.
Dann wären wir aber für heute eigentlich soweit durch. Ja, die Viecher schlafen. Das sieht gut aus. Holz haben wir 229. Das ist super. Das ist super. Die Viecher schlafen. Das Ende Vieh schafft noch. Da nehmen wir uns noch mit. Und reiten mit. So. Das kommt da rein. Das kommt hier und hier und hier. Okay, da haben wir gar keinen Platz mehr für Eicheln. Das ist etwas schade. Viel Spaß, dann nehmen wir die Kirschbombe raus und machen die Eicheln dafür rein und die Stäbe genauso. Genauso wie die Fasern. Die Kirschbombe, das geht eher so in diese Kramerkiste hier. Das kommt noch da rein. Und da kommt noch was rein. Aller Hopf. Gut, dann sind wir wieder aufgerahmt für heute. Und ich mache hier an der Stelle jetzt auch mal meinen generelle Cut. Das sind wieder 3 Folgen, die ich halt aufgenommen habe. Und ja, damit komme ich wieder ganz gut über Woche durch. Deswegen gehen wir jetzt auch ins Bett. Und ja, okay. Wir kriegen in nix eine neue Stufe. Alter, die bringen nur 5 diese Lachsbeeren. Das ist schon etwas erbärmlich. Na gut, da würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und zwar an genau der Stelle hier, wo wir dann den letzten Tag im Sommer zelebrieren, unser letzte Ernte vornehmen, uns Quallelichtfest feiern, bevor es dann auch in der nächsten Episode übermorgen weitergeht in der Herbst. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und ich dance gerade noch so ein bisschen zu deren Musik ab. Ah, wie herrlich. Ja, der Sommer steht dann bald bevor, der Herbst steht dann natürlich bald bevor. Ich freue mich wie Bolle drauf. Also machen's gut und bis übermorgen dann zum Übergang in der Herbst. Ayan Yankee.